Kürzlich hat es eine Kontroverse gegeben rund um einen Doc-Film vom Schweizer Fernsehen. Vor allem ist kritisiert worden, das SRF habe die Protagonisten mit dem Versprechen eingekleimt, dass es einen ehrlich gemeinten Beitrag über Brücken bauen nach Corona gebe. Gemacht hat das Fernsehen aber das Gegenteil. Als ich davon gehört habe, hat mich vor allem schade gedünkt, dass die versprochene Ausgangsfrage ist bleiben liegen. Wie kommen wir nach der Pandemie wieder zusammen, wenn Familien und Freundschaften bis heute tiefe Gräben haben? Ich habe mich gefragt, was müsste effektiv passieren, damit man wieder zusammenfindet. Ich rede mit der Priska, die im SRF-Film vorkam, über Brücken bauen. Dann habe ich versucht festzunageln, was konkrete erste Schritte sein könnten. Und zum Schluss noch meine ehrliche Meinung zum Thema. Ciao zusammen, von unten hier. Herzlich willkommen zu einem spannenden Video über Spaltung und Versöhnung. Als erstes schauen wir doch zusammen heute an, was genau passiert ist. Ich bin eigentlich auf diese Geschichte gestossen, weil ich ein Interview auf Hoch 2 TV angeschaut habe. Eingeladen waren dort der Roman und der Christian vom Verein Graswurzeln. Das Thema war die Kontroverse um eine Reportage vom SRF. Die beiden machen dem SRF und seinem Reporter den Vorwurf, man habe sie mit Versprechen gelockt, die dann aber im ausgestrahlten Film nicht eingehalten wurden. Uns ist ganz klar, wir wurden da belogen. Donat hat uns vorsätzlich angelogen und er hat genau gewusst, für was er uns instrumentalisiert und uns anlügt. Das SRF lügt. Die beiden haben ein E-Mail mitgebracht, wo der Reporter Donat Hofer sie angefragt hat, ob sie echt nicht bei einem geplanten Doc-Film mitmachen wollen. In diesem E-Mail geht es explizit um Brücken bauen, Begegnung auf Augenhöhe und eine Frage, wie Menschen nach Corona wieder zueinander finden. Ich zitiere euch ein paar Stellen aus dem E-Mail. Die Corona-Pandemie hat das Vertrauen in Medien, Politik vieler Menschen verletzt. In den Medien war oft die Rede von einem gesellschaftlichen Graben. In diesem Film möchten wir, Rachel Lenz und ich, das ist der Donat Hofer, in diesen Graben respektive über den Graben blicken. Wir wollen darüber reden, ob und wie Familien, Beziehungen, Gesellschaft noch zusammen reden können, wenn die Vorstellung davon, was richtig und falsch ist, was Fakt und Fake ist, stark auseinandergeht. Im Film wollen wir auf das gegenseitige Zuhören setzen, auf Begegnungen auf Augenhöhe, gegenseitiges Interesse, zuhören und verstehen wollen. Ich habe das ganz eine gute Idee gefunden. Hut ab, habe ich noch gedacht. Das ist jetzt aber ein guter Ansatz von den Damen und Herren vom SRF. Weil es ist ja schon so, dass in der Gesellschaft tatsächlich noch grosse Gräben herum sind, vor der Corona-Zeit nachher. Umso enttäuschter war ich, was das SRF schlussendlich aus dieser Idee gemacht hat. Ausgestrahlt haben sie den Doc-Film mit dem Titel «Im Sog der Verschwörungstheorien, wenn Misstrauen das Weltbild prägt». Im Interview mit Hoch 2 TV stellen der Roman und der Christian in den Raum, dass das SRF anstatt an einer ehrlichen und fairen Debatte mehr interessiert war, Corona-Kritiker weiterhin als Verschwörungsspinner darzustellen. Also online ging dann im Sog der Verschwörungstheorien, wenn Misstrauen das Weltbild prägt. Und mit dem Thumbnail «Man will uns vergiften», was ja schon so ein Klassiker ist aus der Psychiatrie. So, es sind ja paranoide Schizophrene, haben ja oft diese Horrorvorstellung, man will sie vergiften. Und da ist ja schon klar, okay, wahrscheinlich paranoid, aber jedenfalls Spinner, oder? Sicher nichts, was ernst zu nehmen ist. Und wenn man das eben dann im Kontrast sieht zu, ja, wir wollen auf Augenhöhe miteinander reden, sieht man, dass da ganz offensichtlich Intention und Resultat nicht zusammenstimmen. Der Fernsehreporter, so vermuten sie, hat genau gewusst, für was er seinen Bericht macht und hat sie dazu instrumentalisiert. In einem anderen Interview, und zwar beim Dani Stricker, bin ich dann noch auf Priska Würgler, ebenfalls vom Verein Graswurzeln, aufmerksam geworden. Sie ist ebenfalls im SRF-Beitrag vorgekommen und der Dani hat auch sie zu ihren Erfahrungen ausgefragt. Bei ihm hat sie gesagt, dass sie sich vom Verein Graswurzeln im Vorfeld vom SRF-Besuch
das Thema schon zu Herzen genommen haben. Sie haben das versprochene Thema, also Brücken bauen nach Corona, ernst genommen. Und sie haben sich auch ernsthaft überlegt, was man konkret machen könnte, wie man wieder aufeinander zukommt. Diese Aussage war für mich der entscheidende Punkt. Für meinen Beitrag hier hat mich nicht interessiert, die Fehler des SRF auch noch einmal zu kritisieren, sondern mich interessiert tatsächlich die Frage, die ganz am Anfang als Türöffner gebraucht wurde. Wie baut man Brücken nach Corona, wenn Familien und Freundschaften sich über Fakten, Medien und Politik zerlegt haben? Darum habe ich Priska angefragt, ob sie das, was Graswurzeln eigentlich kommunizieren via SRF, ob sie mir zuliebe das noch einmal rekonstruieren würde. Priska, falls jemand den Verein nicht kennt, wie würdest du Graswurzeln in einem Satz erklären? Das ist eine Bewegung, die Freigeister vernetzt. Und zwar sagen wir, dass aus der Begegnung Beziehungen entstehen und aus der Beziehung entsteht Neues. Und was war der Auslöser, dass ihr gesagt habt, wir müssen das jetzt organisieren? Ja, entstanden ist das schon in der Corona-Zeit. Also dort haben wir natürlich einfach gemerkt, dass sich sehr viele Leute an uns gewendet haben, die so verzweifelt waren. Also sie haben unsere Informationen gelesen und haben dann einfach gemerkt, das sind kritisch denkende Geister und haben uns dann einfach natürlich ihre Lebensgeschichte mitteilt, dass sie eben eine Spaltung in der Familie erlebt haben, dass die ausgegrenzt werden am Arbeitsplatz. Und dann hat man so das Bedürfnis gespürt von diesen Leuten, dass sie Anschluss suchen und haben dann angefangen Treffen organisieren, wo sich die Leute dann austauschen können. Wir haben einfach einen Raum geöffnet, für eben Begegnungen zu schaffen, für Vernetzung. Und daraus ist so viel entstanden. Also man hat sich einfach wie nach so ein neues Verständnis von Nachbarschaft anfangen, helfen, unterstützen. Und ja, das sind eben so nachher einfach Verbindungen entstanden, die bis heute andauern. Wenn du zurückschaust, was waren die Gründe, die die Spaltung aus deiner Sicht verursacht haben? Also ich würde sagen, die Gräben haben sich verschärft durch die auch sehr starke Hetze eben gegen Andersdenkende. Also das hat ja jetzt beispielsweise das Buch «Der Schande» von Daniel Stricker, wo ja alles gesammelt hat, was so in den Medien damals publiziert worden ist, wo eben gegen Andersdenkende geht. Also das ja, bis dass man halt die Ungeimpften eben nicht mehr behandeln im Spital, dass man mit dem Finger auf sie zeigen soll, dass sie quasi Treiber von der Pandemie sind. Also das ist so eine Hetze gewesen, wo natürlich die Leute nachher auch in eine Angst und in so ein Gefühl von das sind die Schuldigen und wir sind die Guten hineingetrieben hat. Ja, ich denke, für viele ist das so im Rückblick ging noch fast nicht zum Glauben. So, dass die Guten hier und die Schlechten dort. Vor allem in einer Zeit, wo man von offizieller Seite eventuell mehr auf Rücksichtsnahme und Verständnis setzen sollte. Primär sind wir noch geblieben, die täglichen Fallzahlen so im Ticker während der Tagesschau. Die Ungleichbehandlung von Branchen. Die einen mussten zutun, während die anderen offen bleiben konnten. Masken tragen war nicht mehr eine persönliche Entscheidung, sondern ist zur Identitätsfrage geworden. Ich bin vernünftig oder du bist gefährlich. Ja, und die Gräben sind natürlich durch das auch entstanden, dass die Angst hatten, dann sogar so weit gegangen sind, dass sie Familienmitglieder ausgeschlossen haben. Eben, man konnte nicht mehr zusammen Weihnachten feiern, wenn jetzt jemand da halt eine Massnahme hinterfragt hat oder einfach gesagt hat, ja, ich will jetzt die Spritze nicht in meinem Körper rein. Und darum ist das schon, also die Massnahmenpolitik und die Medialhetze, die ja betrieben worden ist für mich absolut der Treiber für die Spaltung und für die tiefen Gräben, die bis heute bestehen. Kannst du ein persönliches Erlebnis herauspicken, wo man den Stempel, den viele dann bekommen haben, an einem Beispiel zeigt? Also ich war einmal auf einer Bergtour und wir sind sehr spät dran gewesen. Wir haben gewusst, der Abstieg wird in die Dunkelheit hineinfallen und haben dann entschlossen, dass wir anfragen, ob wir in der SAC heute übernachten können. Das war auch während der Zertifikatspflicht gewesen.
Und also ich habe gesagt, ich habe kein Zertifikat. Und dann hat es klar geheißen, Würde könnt ihr nicht kommen. Und wir haben dann noch ein anderes Bergsteigerpärchen getroffen und die haben dann gesagt, ja, aber das hat doch jetzt jeder. Also kann ich jetzt nicht verstehen, dass sie ja kein Zertifikat haben. Und wir so, nein, das haben wir nicht. Und das war ein absolutes Unverständnis gewesen, dass man sich weder testen lassen hat, noch hat spritzen. Und dass wir dann das natürlich als einen Übergriff oder, vom Staat empfinden, das ist nicht wirklich verstanden worden. Das scheint ein wichtiger Kern zu sein, da die komplett andere Wahrnehmung. Zwei Personen im gleichen Land, zur gleichen Zeit und trotzdem hat es da zwei Welten gegeben. Ich habe mein Leben normal weitergelebt, wie ich es vorher auch geführt habe und habe dann einfach gemerkt, dass das auch ein Auseinanderdriften ist. Oder? Die natürlich nur noch vor dem Bildschirm am Radio hängen und sich das immer reinziehen und dann auch in das Weltbild hineinkommen. Wir stecken in einer ganz, ganz krassen Krise. Wenn man aber das Radio und den Fernseher abgeschaltet hat, dann war alles normal gewesen. Also ich habe mich mit Leuten getroffen, noch nie mit so vielen Leuten wie sonst in meinem Leben. Wir sind uns nahe gesehen, uns umarmt, wir haben tanzt miteinander, geschnauft miteinander. Alles kein Problem gewesen. Niemand ist irgendwie spitalreif krank geworden. Und das Leben ist eigentlich normal weitergegangen. Aber da merkt man einfach, wie Medien, wie Information mächtig sind, wie die wirklich können unser Erleben von Realität komplett verändern. Was mich da noch interessiert, ist die Rolle der Medien. Ein Vorwurf der Kritiker ist ja, dass es eine fundierte Debatte im Mainstream kaum stattgefunden hat. Wer nur SRF und Tagesschau geschaut hat, hat viele Gegenstimmen gar nicht kennt. Zum Beispiel der Dr. Professor Jay Bhattacharya, Professor John Ioannidis, der Dr. Robert Malone, der Bobby Kennedy, der Dr. McCullough. Wenn du spontan ein paar Namen müsstest sagen, welche Stimme haben dir denn gezeigt, dass es noch eine andere Sicht gibt? Wodarg, Bhakti, auch Dr. Rolf Krohn. Das war also wirklich ein Schlüsselerlebnis für mich, weil der Dr. Rolf Krohn, das ist ein impfkritischer Kinderarzt und ist einer für mich von der bedeutendsten Stimmen einfach im impfkritischen Sektor. Und er ist im SRF dann eben auch mal in einer Nachricht ziemlich am Anfang der Corona-Zeit aufgegriffen worden, also seine kritischen Äußerungen mit dem Wodarg zusammen, und sie sind dort komplett verunglimpft worden. Und das ist das letzte Mal, als ich SRF-Nachrichten geschaut habe. Das hat mich wirklich hat richtig geschmerzt. Weil das habe ich eine wichtige Stimme gefunden und darum ist das für mich so einschneidend gewesen. Viele gehen auch gar nicht in ein Gespräch, um etwas Neues zu verstehen, sondern um ihr Weltbild zu verteidigen. Woran merkt man denn jetzt, ob das Gegenüber wirklich neugierig ist und was braucht es, dass Brückenbau überhaupt möglich wird? Das spürst du, oder? Wenn du ein bisschen empathisch bist, spürst du, ob dein Gegenüber ein echtes Interesse an dir und deiner Meinung, deiner Weltsicht hat. Und dann kann man anfangen zu erzählen. Also das heisst, es braucht vom Gegenüber ein echtes Interesse, eine Offenheit und ein ernsthaftes Interesse auch. Ein ehrliches und nicht im Sinn von, sie wollen jetzt mit mir oder mir gegenüber einfach ein Paradigma verteidigen. Also sie müssen bereit sein, um auch eine Meinung revidieren können oder aushalten, dass jetzt halt vielleicht das, was sie bis jetzt gedacht haben, nicht das Richtige ist. Also sie wollen auch ihre Meinung können, revidieren. Machst du denn auch von dir aus auf das Thema Corona aufmerksam? Oder wartest du eher ab, ob dich jemand darauf anspricht? Ja, also eigentlich grundsätzlich wirklich nur, wenn es vom Gegenüber erfragt wird oder wenn das Gegenüber wirklich ein Interesse bekundet. Also ich gehe eigentlich nicht offensiv mit dem Thema auf die Leute zu. Einfach aus der Erfahrung, dass es eigentlich nichts bringt. Es kann sein, dass mal in einem Gespräch, wenn man auf etwas kommt, dass ich es dann anspreche, einfach weil es jetzt gerade in den Kontext passt, oder? Aber wenn dann nicht wirklich eben so, du spürst was gegenüber, du merkst, das wird jetzt mehr hören, oder du merkst auch, wenn es einfach keine Resonanz erzeugt. Und dann lasse ich es auch. Okay, es braucht ein Aufeinander zugehen.
Von beiden Seiten, aber bei vielen sind die Gräben halt schon tief. Was müsste passieren, damit eine echte Versöhnung passieren kann? Oder ich kann einfach für mich reden. Ich finde, für eine Vergebung muss ja zuerst mal eine Einsicht da sein. Also solange eigentlich wir nicht ernst genommen werden mit dieser Verletzung, die wir erfahren haben, oder solange das auch klein geredet wird oder marginalisiert wird, trivialisiert wird, können wir ja nicht eine echte Verzeihung, eine echte Versöhnung herbeiführen. Weil da sind wirklich tiefe Verletzungen passiert. Das sind auch, ich denke da wirklich, also ich leide einfach immer so auch mit den Kindern und mit den Jugendlichen mit. Die Ausgrenzung, ja, die tiefen Traumas, die Spuren, die man da hinterlassen hat, da kann man nur, indem dass das anerkannt wird. Ja, es ist Unrecht passiert. Ja, es sind wirklich schlimme Fehler passiert und wir haben den Menschen Unrecht angetan. Und die Einsicht müsste passieren. Also ich kann jedem Menschen, der kommt und sagt, ja, ich sehe, dass da wirklich Verletzungen passiert sind und vielleicht auch, ich sehe den Fehler ein, ich bitte um Verzeihung für diesen Fehler. Ich glaube, wenn das passiert, dann kann ich jedem verzeihen. Und dann kann eine echte Versöhnung stattfinden. Aber solange das einfach nur, jetzt ist doch alles wieder gut, ist doch alles gut gewesen und ist doch kein Problem gewesen, jetzt tönt nicht so blöd. Oder solange das einfach so nicht ernst genommen wird, dann, ja, so kann ja keine Verletzung heilen. Okay, ich denke auch, dass Versöhnung wichtig ist. Aber geht das überhaupt ohne vorherige Aufklärung? Dass man wirklich heranschaut, was genau passiert ist und dass Fehler auch offen zugegeben werden. Wie stellst du dir eine Aufarbeitung idealerweise vor? Zum einen müssen wirklich echte Eingeständnisse und Zugeständnisse natürlich gemacht werden. Für das müsste natürlich eine echte, unabhängige Untersuchungskommission einberufen werden. Und in denen müssen natürlich aus allen Bereichen, also ich sage jetzt Soziologen, Psychologen, dann Ökonomen, Rechtswissenschaftler, ja, die natürlich auch die ganzen Rechtsbrüche untersuchen. Dann natürlich im medizinischen Bereich, Medizinwissenschaftler. Und es müssten aber alle, die in dieser unabhängigen Untersuchungskommission sitzen, müssten dringend auf ihre Integrität untersucht werden. Das heisst, sie dürften nie irgendwo in einem Verwaltungsrat sitzen, wo irgendwie mit der Pharma zu tun hat oder so. Also sie dürften null Interesse haben, um eben Sachen zu vertuschen oder zum Sachen marginalisieren, sondern es muss echt unabhängig sein und es muss natürlich wirklich einfach alles offengelegt werden, was da passiert ist. Also die ganzen Zusammenhänge. Aber ich glaube, das ist ein natürlich Konglomerat von Pharmapolitik, Big Tech, Big Data, wo da sehr viele Unternehmen einfach profitiert haben auf Kosten der Bürger. Es sind auch natürlich, wer mitgemacht hat, ist ja irgendwo auch Täter und auch die tragen ja irgendwo ein Trauma mit sich. Also Täter sein ist nicht besser als Opfer sein. Ich möchte nicht auf der Täterseite stehen, weil dann musst du ja zuerst einmal dir das eingestehen, dass du Täter bist, dass du Mitläufer bist, dass du mitverantwortlich bist für ein wirklich schlimmes Vergehen. Und dann musst du dir zuerst mal selber verzeihen. Und ich glaube, das ist die grösste Aufgabe, oder sich das mal eingestehen. Und das können wir nicht der nächsten Generation überlassen. Und darum weigert sich ja die Mitläuferseite auch so stark, um wirklich das Menschheitsverbrechen anzuschauen. Also, und solange das nicht anerkannt wird und wirklich auch die Fehler eingestanden werden, auch von denen, die eben mitgemacht haben und eben ungeimpfte oder impfkritische Menschen so diskreditiert, beschimpft haben oder ausgeschlossen haben aus dem sozialen Leben, aus der Familie, allem, ja, ist wirklich eine Versöhnung einfach sehr, sehr schwierig. Du hast gesagt, das dürfen wir nicht der nächsten Generation überlassen. Der lenkt also einen Untersuchungsbericht, auch nicht, oder? Was wäre aus deiner Sicht echte Konsequenzen, die es wahrscheinlich auch braucht? Es müssen auch Taten folgen. Und Taten wären natürlich, dass verantwortliche Täter nicht mehr nachher an den Hebel der Macht sind
Also Politiker müssten ausgewechselt werden, natürlich auch einfach ganz viel Verknüpfungen von Pharma, Politik oder eben Big Tech, Big Data. Das muss natürlich wirklich aufgehoben werden. Ich finde eigentlich, auch gerade in der Schweiz haben wir ja ein gutes System mit der Gewaltentrennung. Das Problem ist einfach, dass das komplett missbraucht wird. Dass ja auch die Medien als vierte Gewalt nicht mehr der Macht gegenüber kritisch sind. Das wäre ihre primäre Aufgabe. Aber sie sind ja quasi die Handlanger von der Politik, von der Pharma, vom System. Sie kritisieren es nicht, sondern sie kritisieren ja uns Bürger zugunsten von der Macht, oder? Zum die Macht ausbauen vom System. Und so ist eigentlich unsere Verfassung nicht aufgesetzt, so ist unsere Verfassung nicht gemeint. Also wir könnten eigentlich zurück wirklich zu der echten Meinung von der Verfassung, zu der Gewaltentrennung, dass die Judikative, die Exekutive einfach wirklich wieder auseinandergenommen wird, das Parlament echt das Volk vertreten. Ja, man müsste das Rad nicht neu erfinden. Man hat eine ganz gute Basis hier in der Schweiz. Jetzt mit dem Verein Graswurzeln seid ihr ja dran, dass sich gewisse Sachen ändern, sodass es beim nächsten Mal besser läuft. Was ist euer Hauptanliegen? Also das Ziel ist eigentlich wirklich, die Menschen wieder mehr in die Selbstverantwortung zu führen oder zu bringen. Weil wir sind einfach auch in einem System gross geworden, wo uns sehr viel an Verantwortung abgenommen worden ist. Also, dass quasi so der Papa-Staat oder der Mutterstaat alles für uns löst, oder? Das sieht man ja in vielen Bereichen. Ich sage jetzt auch gerade im Gesundheitsbereich. So, oh, ich habe da irgendein Wehwehli, dann springt man zum Arzt. Aber dass man eben ganz viel einfach selber lösen kann und dass das wichtig ist, dass die Menschen wieder mehr in die Selbstverantwortung kommen, auch in die Selbstinitiative. Also es muss nicht ein System für uns immer alles für uns lösen, sondern wir können, das ist ja dann auch der Anspruch, oder, wo wir haben, es muss nicht quasi der Staat jetzt für uns die Welt ändern, sondern wir ändern sie selber. Und durch das entsteht einfach eine freiere Gesellschaft, umso mehr eigenverantwortliche, selbstverantwortliche, integere, aufrechte Menschen wir in dem Land haben, entsteht eine freiere Gesellschaft und es bestehen weniger Abhängigkeiten. Und wenn das vom Volk aus kommt, dann kann das nachher auch in die Politik einfließen. Dann wird auch in der Politik werden die Menschen wieder Einzug halten, wo sich dann eben auch an einer EU oder an einer WHO kann entgegenstellen und kann sagen, nein, wir gehen einen eigenen Weg. Also, wenn wir Brücken bauen wollen, was gäbe es da für konkrete Massnahmen? Das wollte ich als nächstes wissen. Zu den Spannungen aus der Corona-Zeit gibt es inzwischen auch Forschung. Vereinfacht sagt die, dass die einen Gespräche wieder möglich machen müssen. Das heisst, dass man die anderen nicht sofort bei allem als Täter abstempelt. Die anderen müssen Vertrauen zurückgewinnen, indem sie Fehler und Überschreitungen anerkennen. Konkret heisst das, für Massnahmenkritiker, also für die nicht bei allen Massnahmen mitgemacht haben, macht die Forschung folgende Vorschläge, wie man auf die anderen zugehen könnte. Erstens, man soll zuerst schauen, ob das Gegenüber überhaupt zulassen will. Das ist das, was die Priska gesagt hat. Wenn heute einer immer noch auf Stur macht, dann kann man sich die Mühe sparen. Zweitens soll man zuerst anerkennen, dass viele, die dann für die Massnahmen waren, wollten das Richtige machen. Sie wollten schützen. Die Eltern, die Spitäler, die Normalität, wenn man so will. Wenn man das anerkennen kann, dann sinkt die Abwehr. Und dann hat man die Möglichkeit, dass man ja über Fehler reden kann. Und drittens, die Kritiker müssen checken, dass die andere Seite die Zeit ganz anders erlebt hat. Wer Angst hatte, hat die Massnahmen und die Behandlung als Schutz erlebt. Wo ein Stück Normalität hat zurückgegeben. Wer sich in die andere Seite einfühlen kann, hat eine Chance, dass man den anderen besser versteht. Und das ist eine gute Grundlage für eine Annäherung.
Und dann gibt es auch noch die anderen, die lange nicht begreifen konnten, dass man sich gegen die Massnahmen gewehrt hat. Wenn also jemand besitzen, vor allem Informationen aus den gängigen Mainstream-Medien eingezogen hat, aber ehrlich offen ist, welche 3 Einstiegsquellen könnte man so jemandem empfehlen? Dazu nochmal Priska. Als erstes kann ich da natürlich die Freien empfehlen, weil wir geben 6 Mal im Jahr, also alle 2 Monate, ein Magazin raus und wir tun einfach wirklich so sehr breit informieren. Also es hat dort immer einen Artikel zu aktuellen politischen Themen, Gesellschaftsthemen, Psychologie, Spiritualität, Medizin, Gesundheit, Bildung, Kind, Landwirtschaft. Wir tun da sehr viele Bücher besprechen, also man kommt dort sehr viel Inspiration einfach überall für Bücher, wo man dann sich in ein Thema vertiefen kann. Aber ich würde sagen, es gibt einfach mal einen breiten Horizont und man findet, glaube ich, in jede Richtung findet man einfach mal etwas. Dann wäre aber wirklich so, einfach die Dimension von dem Verbrechen, das da passiert ist, begreifen, kann ich wirklich mir fallen immer die Bücher, die ich gerade aktuell gelesen habe, natürlich zuerst ein, kann ich einfach wirklich das vom Helmut Sterz, das heisst Impfmafia, eben der Ex-Cheftoxikologe von Pfizer, der natürlich sein Leben wirklich in dieser Pharmafirma verbracht hat und nach wissenschaftlichen Standards auch gearbeitet hat und entrüstet ist, was da passiert ist. Und das ist eine unglaublich wichtige Stimme, finde ich. Und der 3. Tipp, den ich jetzt eben auch gerade am Lesen bin, das vom Helmut Stölzli und Günter Roth, Mut zum Widerspruch, wo alles Experten, alles aus dem Wissenschaftskontext Menschen sind, die eine andere Sicht auf die heutige Entwicklung geben oder eben auch auf das, was während Corona passiert ist. Man kann sich wirklich orientieren an diesen Stimmen, finde ich. Und es ermutigt eben auch, zum selber halt einmal im Wind rauszustehen und selber mal zu widersprechen und zu sagen, nein, ich sehe das anders. Schön. Dann zum Schluss noch meine ehrliche Einschätzung zum Thema, zur Transparenz. Was mich als Dokumentarfilmer an dieser SRF-Geschichte enttäuscht hat, ist Folgendes. Da hat man eine wichtige Ausgangsfrage im Raum. Wie überwinden wir die entstandenen Gräben nach einer Krise, die Teile der Gesellschaft bis heute spaltet? Da gibt es Menschen wie die Priska, der Roman oder Christian, die sich ernsthaft mit dieser Frage auseinandersetzen. Und am SRF kommt nichts anderes in den Sinn, als daraus einen lauwarmen Verschwörungsabklatsch zu machen. Das ist schade. Aber darum haben ja auch unabhängige Formate, wie ich hier mit Vogunten, gegen mehr Erfolg. Und das ist dann wieder das Positive daran. Beim Bearbeiten von diesem Beitrag ist mir etwas Wichtiges geblieben. Die vergangenen 5 Jahre haben Gräben aufgerissen, weil verschiedene Gruppen diese Zeit komplett anders erlebt. Ich meinte, genau das macht die Aufarbeitung so schwierig. Mir sind 3 Gruppen aufgefallen. Gruppe 1 sind die bei den Massnahmen mitgemacht haben und ohne Schaden geblieben sind. Für viele ist nach der ersten Verunsicherung durch die Einhaltung der Massnahmen wieder so etwas wie Normalität eingekehrt. Man konnte wieder bügeln, spörteln oder reiseln. Die können nur schwer verstehen, wieso man das nochmal aufrollen und hinterfragen. Gruppe 2, die haben mitgemacht, aber einen Schaden erlitten. Es gibt Menschen, die haben mitgemacht, haben aber trotzdem etwas verloren. Gesundheitlich oder psychisch. Viele von denen fühlen sich bis heute allein gelassen. Und dann gibt es noch die 3. Gruppe, die Kritiker und die Massnahmenverweigerer. Die haben relativ gleich keine Angst mehr vor dem eigentlichen Erreger. Und darum sind dann die nachfolgenden Massnahmen auf Unverständnis und Misstrauen gestossen. Für sie sind die Konsequenzen immer grösser geworden. Ausgeschlossen von der Gesellschaft, Job verloren, Reiseverbot etc. Das waren alles direkte Eingriffe in ihr Freiheitsverständnis.
Aufgrund von dieser Erfahrung ist das Ganze für die nicht einfach abgeschlossen. Solange wir die 3 unterschiedlichen Erfahrungen nicht anerkennen, reden wir auch aneinander vorbei. Et voilà! Dann würde ich sagen, das war es wieder mal vom früheren Badmeister und heutigen Doc-Filmer. Merci vielmals an dieser Stelle an alle, die mich auch in letzter Zeit mit einer Spende unterstützt haben. Das ist natürlich mega motivierend für mich und hilft mir sehr. Darum nochmal einen herzlichen Dank an alle Unterstützer. Ihr findet die Spendeninfos unter www.vogunten.ch oder auch im Beschreibungstext von jedem Video. Also, merci fürs Zuschauen. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Ich hoffe, ihr seid auch wieder dabei. Ich freue mich. Tschüss.